stellen ihr schaut einen ganz speziellen Kollege vor. Und wir kennen uns schon seit mehr wie 20 Jahren, so ungefähr. Einer ist Österreicher. Das ist ja nicht ein Fehler, weil mehr Lützeburger sind ja am Fongehol ganz froh mit den Österreichern. Ich meine, wir haben so Atomkroschümer verstehen uns immens gut. Der Paul Rübig ist nicht nur ein Kollege, er ist auch ein ganz wichtiger Parlamentarier. Er ist Präsident vom Wissenschaftsausschuss, das heißt, er mischt alles, was mit Science zu tun hat, dann ist Europa ja weltweit führend. Und zweitens ist er auch für als Parteienfamilie Christdemokraten auch weltweit zuständig für den Mittelstand. Und der Mittelstand ist ja auch Basis von dem, was wir an Europa machen. Am März 2 haben zusammen geschafft, schon für lange, und intensiv. Hin am Europaparlament, an ich als Kommissarin, an Lot zusammen ist am Europaparlament, am Dossier Roaming. Kannst du dich noch erinnern, Paul, wie das Ganze angefangen hat? Ja, es war relativ einfach. Wir haben eine Bürgerinnenanfrage gehabt. Ich habe eine Studentin aus Linz hier gehabt. Die haben den Vortrag bekommen über Europäisches Parlament, Europäische Union. Und sie waren sehr glücklich und sind wieder nach Hause gefahren. Und dann hat sie in ihrem Postfach eine Rechnung vorgefunden über die Telefongespräche, die sie hier gehabt hat. Und sie hat hier nach dem Vortrag im Hotel übernachtet und hat in der Nacht noch ihren Freund in München angerufen und hat festgestellt, dass das Gespräch eigentlich überproportional teuer war. Zu dieser Zeit hat zu Hause eine Minute 7 Cent gekostet. Und sie musste feststellen, dass das Gespräch nach München pro Minute 3,60 € gekostet hat. Statt 7 Cent 3,60 €. Und ihre Mutter war außer sich, weil das Gespräch wesentlich teurer war, wie der ganze Aufenthalt in Brüssel. Und der Hintergrund ist, dass sie über 2 Stunden mit ihrem Freund telefoniert hat. Ja, mit Freunden telefoniert man doch so lange. Und ich habe gesagt, hoffentlich hat sich die Investition gerechnet. Ja? Aber sie war nicht glücklich und hat eine große Beschwerde zu mir geschickt. Und ich habe sofort an dich gedacht, weil wir sind ja lange im Parlament Seite an Seite gesessen. Wir sitzen ja nach dem Alphabet, Reding, Rübig. Und wir haben damals sofort begonnen, uns für dieses Thema zu interessieren, was von einer Bürgerin gekommen ist. Und du hast es sofort in die Hand genommen in der Europäischen Kommission und hast den Auftrag erteilt, diesen Fall zu untersuchen. Und das Ergebnis war sehr schnell auf dem Tisch. Und wir haben es damals geschafft, innerhalb kürzester Zeit von deiner Vorlage des Vorschlages bis zum Inkraftsetzen in ganz Europa, in den allen Mitgliedstaaten, hat es 7 Monate gedauert. Das war absoluter Rekord und ich gratuliere dir aus ganzem Herzen. Ja, und du warst der Berichterstatter des Parlaments. Du warst ja die zweite Säule. Ne? Es geht ja nicht nur, dass die Kommission einen Vorschlag macht, dann muss ja auch das Parlament zustimmen. Und diese Zustimmung des Parlaments hast du als Berichterstatter dann erreicht. Ja, und wir haben großes Glück gehabt, weil zu dieser Zeit der ehemalige Kollege Würmerling deutscher Staatssekretär war im Wirtschaftsministerium und für die Verhandlungen zuständig. Also wir haben das in der EVP-Familie unter uns relativ schnell und rasch auf den Punkt gebracht und die Zusammenarbeit zwischen Kommission, Parlament und Rat war perfekt. Und deshalb waren wir auch sehr glücklich, dass wir dann bei der Unterzeichnung alle gemeinsam im Plenum von der EVP waren und 3 Männer, 3 Frauen, also vorbildlich war diese Aktion und heute ist dir ganz Europa noch dankbar für diese effiziente Umsetzung. Angela Merkel hatte damals sehr wohl verstanden, das war unter deutschem Vorsitz der Europäischen Union, dass das ein tragendes Problem und tragendes Projekt war. Sie ist höchstpersönlich damals ins Europaparlament gekommen und um im Namen Deutschland das Projekt zu unterschreiben. Das war vor 10 Jahren und 10 Jahre später wird dann am 15. Juni nächstes Jahr werden dann die Roaminggebühren der Vergangenheit angehören, definitiv. Aber jetzt in einigen Tagen kommt noch einmal ein Schub nach unten. Ja, es gibt jetzt noch einmal diese Missbrauchsregelung, dass also die Tarife noch einmal massiv gesenkt werden.
sowohl bei der Sprachtelefonie wie bei SMS und bei der Datenübertragung. Und ich glaube, dass diese Reduktion schon sehr in den gemeinsamen Binnenmarkt führt, den wir ja in Zukunft vorhaben. Wir wollen ja haben, dass in Europa die Telekom-Betriebe gleichberechtigt in Konkurrenz stehen und für die Konsumenten die besten Angebote unterbreiten. Und diesem Schritt sind wir sehr nahe. Aber es kommt ja noch so manch anderes Projekt auf den Tisch, denn wenn wir einen gemeinsamen digitalen Binnenmarkt kreieren müssen, dann müssen wir auch technologiemäßig in der Vorderfront stehen. Bei den 4G-Technologien haben wir das ja nicht so richtig geschafft. Deshalb wollen wir bei den 5G dann die Nase vorn haben. Du als Spezialist für Wissenschaft, wie machen wir das? Wir haben erstens Kooperationen geschlossen mit den wesentlichen Partnern dieser Welt, um einen gemeinsamen 5G-Standard zu entwickeln. Das heißt also noch einmal dramatisch schneller, bessere Verbindungen, sichere Verbindungen. Wir brauchen dazu eine Frequenzharmonisierung in Europa und wir wollen natürlich, dass alle Funkmasten in Zukunft mit Glasfaseranbindung verbunden sind, um keine Engpässe entstehen lassen zu können. Weil für den Konsumenten ist es eigentlich nur wichtig, dass sein Gerät funktioniert, störungsfrei. Und das ist unser Ziel, kostengünstig, störungsfrei in bester Qualität. Und dann kommt noch einer unserer Kollegen mit ins Spiel, nämlich der Jean-Claude Juncker. Der hat ja den Juncker-Plan geschaffen, um investieren zu können in neue Technologien, in Breitbandentwicklung und so weiter und so fort. Also wir lassen das nicht aus den Händen, da perschen wir vor. Und ich habe ja als Abgeordnete jetzt im Handelsausschuss, wo wir die internationalen Handelsverbindungen machen, auch auf den Tisch gelegt, dass das Roaming nicht nur in Europa abgeschafft werden soll, sondern weltweit, dass wir da auch Verbindungen machen, damit diese unbändigen Telefonkosten, wenn man außerhalb von Europa telefoniert, dass wir da auch in den Griff bekommen. Ja, ich glaube, dass das entscheidend ist. Wir haben ungefähr 140 Millionen Bürgerinnen und Bürger, die in Europa jedes Jahr reisen. Und natürlich, wenn man in einen anderen Kontinent fährt, kann das sehr teuer werden. Zum Beispiel kostet heute bei uns in Europa, wenn man es zu Hause bucht, ein Gigabyte ungefähr 2 bis 4 Euro. Wenn man in einen anderen Kontinent fliegt, kann das bis 19.900 Euro kosten. Also bei uns 4 Euro und in einem anderen Kontinent 19.900 Euro. Das ist eine schreiende Ungerechtigkeit und ich glaube, unsere Aufgabe in Europa ist es, hier anzusetzen und mit der Internationalen Telekommunikationsunion eine kostenbasierte Lösung zu arbeiten, damit man in diesem Bereich unbesorgt auf andere Kontinente auch fliegen kann. Und dann sind wir schon beim nächsten Thema. Zwischen uns steht nämlich eine blaue Statue, nein, wie nennt man das? Ein Preis. Ein Preis. Eine Auszeichnung. Eine Auszeichnung. Was hat es damit auf sich? Denn irgendwie mit Handelspolitik ist der schon verbunden, der Preis. Ja, du hast dich ja in der Zwischenzeit positioniert als Spezialistin in den Dienstleistungsfragen. Und ich glaube, dass es ganz entscheidend ist, dass man hier die globale Entwicklung im Fokus hat und zum Nutzen unserer Bürgerinnen und Bürger Vereinbarungen trifft, die uns allen helfen, neue Jobs zu schaffen und gut bezahlte Jobs zu schaffen. Und du hast hier wirklich vorbildliche Arbeit geleistet mit Kompromissen, die du hier in langer und schwieriger Arbeit erzielt hast, dass wir für unsere Bürgerinnen und Bürger jetzt Verträge vorlegen können, die ihnen wirklich nutzen. Und insofern hat es eine Nominierung gegeben der Zivilgesellschaft, die dich vorgeschlagen hat. Du bist unter den 3 Besten in diesem Bereich gekommen. Und dann haben dich die Abgeordneten des Europäischen Parlaments in einer zweiten Welle einstimmig zur Nummer 1 gewählt. Und dazu gratuliere ich dir aus ganzem Herzen. Und du hast die Laudatio gehalten, das mir insbesondere sehr starke Freude bereitet hat. Ja, ich habe mich sehr gefreut, dass natürlich diese Auszeichnung der Abgeordneten, die für uns alle sehr viel leisten, dass das auch einmal in die Öffentlichkeit kommt und dass man hier einen Preis vergibt und einmal Danke sagt. Danke sagt für die viele Arbeit, die geleistet wird, für den Einsatz, für die Konfliktbereitschaft, für die eigenen Bürgerinnen und Bürger einzutreten. Und das ist, glaube ich, in der Demokratie das Entscheidende, dass man engagierte Politikerinnen hat, die wissen, wie man sich durchsetzt und das Beste für die eigenen Bürgerinnen und Bürger erarbeitet.
Also diesen Preis nehme ich an als Basis für eine gemeinsame Zusammenarbeit. Denn so wie wir das Roaming hinbekommen haben in Europa, werden wir es hinbekommen weltweit. Und wir werden auch die weltweite Weiterentwicklung unserer europäischen Technologie in dem Sinne weitertreiben. Das Europaparlament hat da sehr viele Möglichkeiten. Und wenn man dann so Hand in Hand zusammenarbeitet mit Kollegen, die man schon länger kennt, wo man weiß, dass man durch dick und dünn gehen kann, denn das ist auch wichtig, dann ist das hervorragend. Und ich danke dir sehr viel, Paul Rübig, nicht nur für diese lange Zusammenarbeit, sondern auch für all das, was du für die Klein- und Mittelbetriebe, für die Wirtschaft im Allgemeinen, für die Wissenschaft und für die Bürger machst. Ich glaube, Luxemburg kann stolz sein auf dich. Gemeinsam mit Jean-Claude habt ihr schon sehr viel bewegt. Und gerade als Österreicher schaut man da ein bisschen neidvoll nach Luxemburg. Aber es gilt volle Gratulation, alles Gute. Ich glaube, wir sollten einfach so weiterarbeiten. Merci. Danke.